Herzlich willkommen zu der neuesten Stellplatz-Review, das mal aus Alt St. Johann, nicht Alte St. Johann vom Spreitenbach. Vielleicht hört ihr es ist sehr ländlich, da hinten hat es nämlich auch noch ein paar Hündli und einen Gückel und der weckt einem am Morgen früh, aber das ist gut. Wir haben den Platz mehr oder weniger ein bisschen per Zufall entdeckt. Wir sind daran vorbeigefahren. Eigentlich haben wir noch jemand anders hin wollen, und zwar auf Hunterwasser. Das ist gerade dort vorne. Das ist etwa 2 Kilometer oder so von hier entfernt. Haben dann uns aber für den entschieden. Es ist ein sehr schöner Platz. Er hat einen Haufen Platz, es sind etwa 15 Stellplätze und es ist eigentlich schon fast ein Campingplatz, weil jede Parzelle hat einen eigenen Stromanschluss und sogar ein eigenes Kabel. Das habe ich so noch nie gesehen. Das heisst, man muss gar keine eigene Bobine dabei haben, sondern man kann sein Kabel in den Garage lassen, auch wenn es regnet, dann wird das Zeug nicht nass. Das Sanitärgebäude ist alles sehr modern, sehr neu, sehr sauber. Und zahlen tut man das, es ist nicht ganz billig, muss man sagen. Es ist pro Nacht für ein Auto 20 Franken. Dann kommt noch eine Person dazu, die ist 5 Franken, also 25 Franken zahlt man Minimum. Und dann kommt noch eine Kurtaxe von 2,60 Franken pro Person dazu, also 27,60 Franken ist eigentlich das Minimum pro Nacht. Ist jetzt für uns, die nur eine Nacht da sind und so, nicht ganz so günstig, aber es ist trotzdem schön und alles in allem muss man sagen, mit gratis WLAN und gratis Strom, respektive der Strom ist inklusiv und man kann gut duschen und WCs brauchen und so, ist es eigentlich nicht schlecht. Wenn man einfach nur auf der Durchfahrt ist es schon ein bisschen eher teuer. Aber es ist super gelegen, weil wir sind hier nämlich auch gerade an der Talstation, wo es auf 1390 Meter geht, auf Sella-Matt. Zum Untergrund gibt es zu sagen, also in der Mitte ist ein Teil, ist quasi die Zufahrtsstrasse ist her, der Rest ist so gekieset und es ist relativ uneben, also es hat keinen Platz, wo wirklich alles gerade ist. Man muss also keinen vornehmen, vor allem wenn wir länger wieder jetzt eine Nacht bleiben. Bei uns, wir haben jetzt gefunden, komm, es hat geregnet und so, jetzt gehen wir nicht raus. Wir haben dann ein bisschen schräg geschlafen, aber es war okay gewesen. Was es noch dazu zu sagen gibt, der Stellplatz ist also das ganze Jahr offen. Das heisst, ihr könnt auch Wintersporttage machen, was sich natürlich mega anbietet, wenn man da gerade einen Sessellift vor der Nase hat. Und im Sommer kann man natürlich hervorragend biken und wandern, weil es ist einfach nur schön da. Zu der Stellplatzbewertung würde man sagen, geben wir 4 von 6. Eigentlich gefühlt hat es mehr zu gut, weil es ist wirklich sehr schön und sehr ruhig und obwohl es 50 Meter an der Hauptstrasse ist, die hört man praktisch nicht, die Nacht schon gar nicht. Aber aufgrund des Preises ist schon eher an der oberen Grenze, darum gibt es einfach 4 von 6. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst «SVA on Tour».